Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. So, als erstes rüste ich mal wieder mein neues Zeug aus. Gutzle brauchen wir zwar nicht, aber Heilkräuter sollte ich auf jeden Fall mitnehmen, was geht. Und Gott, 2 Lebenswasser haben wir auch verschwendet. Und Walnüsse, würde ich sagen, kaufen wir das nur 8 Ei, da wir nur 500 ausgeben müssen davor. Sehr schön. Und Schokolade, wenn wir schon dabei sind. Ich habe jetzt einfach zwischen der Aufnahme gerade noch mal so ein bisschen Schokolade gegessen. Von daher gönne ich es auch meiner Truppe hier. Okay. Wiedersehen. Sehr schön. Na dann. Gehen wir doch mal weiter. Machen's gut, ihr lustige Trüffel. Und passen nur auf, dass euch die Feinschmecker nicht finden, weil ihr seid einfach zu köstlich für sowas. So. Ihr überleben das nicht lang. Ihr seid einfach zu köstlich, ihr Viecher. Jetzt kann ich ja endlich mal wieder mit dem Schwert kämpfen. Es sind echt nicht viele Gegner, oder viele Bosse, die Schwertorb bei sich haben. Der erste war ja der Sichelarbeiter. Und dann habe ich so Stufe 2 upgraden können. Und dann, ja, Helga ist jetzt auch noch Level 20, das ist gut. Ja, wie gesagt, nur der Sichelarbeiter hat einer gehabt bisher. Da konnte ich dann nur das Breitschwert machen. Und jetzt, auf dem Level, dank der Meuchelnatter, können wir das Ding jetzt zum Scharfschwert upgraden. So. Kanoni Reisebüro. Da müssen wir als nächstes hier. Deren Kanone ist jetzt wieder in Betrieb. Und dann muss es noch El Sandala gehen. Na toll. Oh, die ist jetzt auch noch bewusstlos. Die Anna ist vergift. Da bleibt mir auch nichts erspart hier. Okay, also als nächstes ist dann der Feuerpalastra. Wobei wir ja das Paradoxon eigentlich schon gehabt haben vom Wege. Ja, bei der Zwerge wäre das eigentlich als Feuerpalast bezeichnet. Oh, jetzt ist die Gretel hinter der Heck auch noch bewusstlos. Yes, das ist leid. Und ist auch noch hinter deiner Bäm. Was für perverse Gegner. So. Und, ja, wie gesagt, bei der Zwerge hieß es ja schon, Rockys Palast sei ja eigentlich der Feuerpalast. Aber eigentlich ist ja der Erdpalast damit gemeint. Für der 50 Gold Münze kommt ihr überall hin, ne? Sandala wollen wir erstmal hier, ne? Zur Wüste, ganz schön weiter Strecken, dann auf in die Kanone. Alla hopp. Mal gucken, ob die Kanone es schafft. Weil das ist derzeit die einzigste Art, mit der wir hier reisen können. Ach du Scheiße, die muss ja jede Menge Schießpulver geladen haben. Natürlich kommen wir nicht in El Sandala raus, sondern wir kommen irgendwo in der Pampa, in der Wüste raus. Na, geil. Ich bin voller Sandikit. Wirklich toll hier. Okay, Panik, Mädels. Wir sind gleich die nächste Stadt. Okay. Irgendwie auch mal wieder so Klischee, dass die Frauen nur am Rumzicken sind und der Typ hat alles unter Kontrolle. Ach ja, das waren noch Zeiten früher. Und hier auch noch ohne geht's nicht, aber doch noch aber. Und die verstrickt sich schon ganz episch in der Kampf mit der Kakteen. Das finde ich schon geil an. Okay, hier haben wir ein freundlicher Skorpion. Ups. Der treibt aber auch ganz schön wie ich das Sache mit seinem Stachel hier, der Skorpion. Oh, ein Minos. Gleich mal Abstecher. Der ist mir aus dem 4-Jahreszeitenwald gefolgt. Tötet es. Keine Zeugen. Und los, gib ihm. Gut, Minos ist bewusstlos. Naja, ich glaube eher sein größeres Handicap ist, dass er tot ist. Ups. Und. Also komm schon, das kriegen wir auch noch hier. Na also.
Minos ist bewusstlos. Also alle auf der Bewusstlose drauf. Wenn er sich dann nur attackieren lässt. Die lassen sich aber irgendwie nicht attackieren, wenn sie bewusstlos sind. Warum auch immer. Und die kann direkt vor den Gegner rumzappeln und es interessiert ihn einen Scheißdreck. Aber Kunst für sich. Mann, oh Meter, also normalerweise sollten Gegner ja angreifbar sein, wenn sie bewusstlos sind. Aber dem ist das irgendwie absolut egal. Ja, toll, jetzt hat mich einer der Skorpion vergiftet. Und so. Gott. Gott. Ach, kaputt? Na gut, noch over geht's hier nicht. Noch ohne kommen wir nur aus zu dem Sackgasse-Gebiet, aus dem wir ursprünglich gekommen sind. Und gucken wir mal, ob es rechts auch noch irgendwo hier geht. Gut, sehr schön. Und rechts kommen wir tatsächlich wohin. Oh, Treibsand, das ist nicht so gut. Oh, und die Wolke-Grafik, die zittert hier auch ganz schön. Und hier ragen noch so ein paar Ruinen aus der Wüste raus, was ich an sich eigentlich auch ganz geil finde. Genauso wie die Animation von der Wolkenschatte über uns. Ach, das finde ich eigentlich echt sehr cool animiert. Höllenstachel ist bewusstlos. Und noch einmal bewusstlos gekloppt. Und jetzt hängt er in der Seile hier, der Höllenstachel. Und konfus ist er auch noch. Ah, Mann. So, jetzt ist er noch kaputt. Und was hat er denn hinterlassen für uns? Bestimmt Kurare-Dorn oder so ein Scheiß. Und Gutzel, sehr schön. Stimmt, die habe ich vergessen zu kaufen, die Gutzler. Naja, ist doch auch ganz schön, wenn man mal zwischendurch einfach mal sowas kriegt. Zack. Ah, hier fliegen auch wieder überall die kleinen Mana-Drache rum. Also ihr könnt euch gleich schon mal drauf einstellen, dass der Mana-Drache auch wirklich genau so aussehen wird, nur etwas größer ist. Also wir kriegen so mit dem erwachsene, voll ausgewachsene, große Mana-Drache am Schluss noch zu tun. Aber das war ja irgendwie auch noch zu erwartet, denke ich. Noch der Legende mit dem Mana-Drache will die Mana-Festung zerstören. Also ich denke, du erzähle ich euch jetzt nichts, was großartig gespoilert hätte. Oh, scheiße. Nicht so gut. Warum ist denn da MP nicht Sticker? Oder hat sich regeneriert? Na toll. Egal. Kriegen wir schon hier. Und also das gibt's doch gar nicht. Ich habe den hier voll in die Zange genommen. Oh, grad Sache. Und dann kann ich nichts an Schade verursachen. Das ist schon etwas erbärmlich. So, der ist verrottet. Und ich habe jetzt schon total die Orientierung verloren. Schnell raus hier. Scheiße. Oh Mann. Mädels, wir müssen hier raus. Und ja, das ist wieder genau das gleiche Gebiet. Okay. Dann müssen wir da entlang. Was denn Höllestachel nur Höllestachel sei. Ah ja, okay, das ist ein anderes Gebiet. Oh, die bewegen sich ja von selber. Jetzt ein Schluck eiskaltes Wasser. Oh, da mal Uftode mit. Guck doch mal da drüber, dummen Eich. Okay, wenn du das sagst. Harzgas, Level 3. Wer, das killt mir jetzt die Helga. Alter Falter. Mistviecher hier. Ja, Helga, komm, erscheint schon als Geist, der mir droht. So. Okay. Na Allah. Oh, hör auf. Scheiße, jetzt ist die auch noch hinüber. Toll. Großes Kino. Ganz großes Kino. Mistviecher. Spinnenbeine ist konfus. Na toll. Helga. Scheiße, ach, die kann nicht zaubern. Mann. Was ist da zum Kotzer? Bombenkürbis ist konfus. Ach, erstmal, um die Nerven zu beruhigen. Schokoladesser. Dann sieht die Welt schon anders aus.
So, zumindest der Kürbis ist tot. Jetzt fehlt nur noch der Hahnebambel hier. Spinnenbeine. Sehr schön. 215 Schade gemacht. Und Heinsens Waffenlevel ist gestiegen. Schwert erreicht Level 3. Gucken wir uns gleich mal an, wie das aussieht. Und... ja, eigentlich wie die Axt. Okay, hier bin ich auf jeden Fall schon mal richtig. Oh, ein Sunschiff, komm. Oh, ihr habt uns gerettet. Was machen hier in der Wüste nur imperiale Spione können so tappig sein? Hey, was soll denn das? Spione? Quatsch. Was ist dann hier los? Gewittert oder keine noch einmal? Das sind Spione, Sir. Ja, jetzt mal langsam. Halte mal Gaula. Vielleicht sind sie sich ja einfach nur verlaufen. Oh, wir werden fast verdorscht. So, da will ich eigentlich mal... Dann will ich doch mal sehen, ob ich euch irgendwie helfen kann. Der Bu kommt in den Maschinenraum, die Claire in die Küche und sie zu mir. Ihr habt's gehört, alle hopp. Das klingt irgendwie nicht so gut, dass wir hier aufgedeelt werden. An die Arbeit. Aha, jetzt haben wir's. Was ist da mit dir, du Xell? Jeder, der in die Wüste wird, muss ja als Sklave schuften. Der Felix. Du bist neu hier, oder? Kopf hoch. Ich ist Felix und ich bin der Schrecke der Meere. Na gut, Spaß mal. Wenn man sich erst mal dran gewöhnt hat. Ich bin gern Sklave auf dem Schiff. Motto hier, habe ich nicht schön geputzt, hä? Ach du Scheiße. Ostros war Kapitän von dem Schiff, aber Luxor hat hier Sache. Luxor hat jetzt sein Onkel am liebsten in das Sandwerfen von der Fuhrfahrer. Okay. Das ist das geheime Sandschiff der Republik. Und du? An die Arbeit. Und du? Schaffe! Okay, ist ja gut, Leute. Jetzt sehen sie aus, als würden sie sich küssen hier, die Leute. Und Felix? Echt? Du magst mit deiner Freunde abhauen? Na, da helfe ich da. Gehen wir uns in den Weg, aber. Okay, zu jemand, der gern Sklave ist, ich weiß ja nicht. Du da, Schaffe, geh an deinen Platz zurück. Feuer, Feuer! Was? Victor! Okay, die rennen jetzt auch kopflos durch die Gegend. Das ist so super gelungen, die Flucht auf Anhieb. Okay, jetzt schwirren wir hier durch das Sand. Und irgendein armer Steuermann, der hockt jetzt hier an seinem Ruder. Naja. Den wollen wir mal nicht abbringen von seinem Kurs. Wir gehen jetzt lieber erstmal zu den Orten, wo wir wirklich hin können. Zum Beispiel Dorona. Was ist dann da? Gucken wir da mal. Am Anfang, als ich Kind war, habe ich die deren nie gefunden. Ah, die Koboldin. Ja, sofort. Uff. Warum dann? Ich muss ja mit essen, das soll nicht verhungern. Die hat unser ganze Vorräte auffressen. Schafft das Monster aus der Küche. Schafft das Monster aus der Küche. Und du cleverer Soldat. Die hat unser ganze Vorräte aufgegessen. Passiert? Ich platz gleich. Gut, sehr schön. Und, oh, jetzt steht wieder dieser Hahnebambel da im Weg. Das gibt's doch gar nicht. Diese saudumme KI, jetzt echt mal. Verpiss dich, du ekelhafter Knetkopf. So, jetzt habe ich zumindest wieder mein Koboldin bei mir. Kann die Zauberer wieder? Sehr schön. Also die MPs sind auch wieder aufgefüllt. Gut. Jetzt fehlt nur noch die Gretel. Denn die wollte ja der Kapitän haben. Oh Jesus. Und was sagen wir da? Kennt ihr denn? Kommt ein Ostfriese zum Arzt? Nee, bitte nicht. Und die Pointe? Ja. Das lassen wir mal so stehen. Oh, was geht denn hier ab? Pfui. Ah, küss mich, Püppi. Igitt, ich muss mich gleich übergeben, du Ekel. Oh, bitte, bitte, bitte. Luxor, was schaffst denn du da? Wir üben unsere Mundbeatmung. Er lügt. Nix als Ärger. Geht's erst seit Mädel. Mit Vergnügen. Endlich, gut, dass ihr da seid. Du kommst immer im ungünstigsten Moment, Onkel.
Ey, bleib mal hier. Was zum... Das Imperium! Ach, das noch. Oh je, wir müssen uns ergeben. Ergeben? Nie und nimmer. Lieber sterbe ich im Kampf. Wir sind alle erledigt. Wie gut, dass das immer so Pinslappe sind. Ah, Mann, Mann, Mann. Gib it auf. Wir haben verloren. Sagst du. Aber da oben sind auch noch so ein paar Kasper. Mit dem kann ich nicht retten, aber dich kennen wir doch. Dich kennen wir. Wen haben wir da du, der Manarita und seine Freundinnen? Der Tandalus hat mich schon für euch gewarnt, echt? Ich habe aber auch etwas für euch. Viel Spaß. Oh ja. Das ist aber auch ein cooler Endboss, wie ich finde. Der ist gegen Elektra fällig, weil der mechanisch ist. Der Alpha Cybermax. Turboantrieb. Und dann macht der Kerl sich jetzt erstmal schneller. Und oh, okay, das bringt wohl nicht so viel. Gretel. Wärst du so gut? Wir haben jetzt nämlich schon 8 MP verschwendet. Okay. Oh, der ist gegen nichts empfindlich, okay. Tatsache. Also gegen die Form von Gegner kämpfen wir noch mehrmals im Spiel. Das kann ich schon mal gleich versprechen. Das sind sozusagen die Ritter vom Imperium, die auf einer Maschine durch die Gegend rennen. Mit denen werden wir es noch ein paar Mal zu tun haben. So, da ist er, der Knetkopf. Und rufende Wetter. Alpha Cybermax ist erledigt. Ach, wär's doch nur so. Turbo-Antrieb Level 3. Uiuiui, wir sollten aber auf jeden Fall nochmal uns heilen. Nicht mit Heilaura, sondern damit. Ich hab dir befohlen, dass du uns heilen sollst, Mädel. Immer dieses Personal hier. Ich find's auch schöner, je besser die Zauber werden, desto größer ist der Patron dann zu sehr, wenn man beschwört. Ach ja. Also man könnte hier sozusagen sagen, das Imperium schlägt zurück. War es bei Tantalus, als wir es das erste Mal gesehen haben, noch das Imperium schlägt zu? Ist es jetzt wohl eher das Imperium schlägt zurück? Die Gretel hat er wieder über den Haufen gefahren, jetzt ist seine Maschine kaputt und jetzt hat er sich getrollt. Sehr schön. Fort mit dir, du Clown. Also, noch gehen sie relativ fix, die Gegner. Das wird dann im späteren Verlauf etwas lästig. Und weiter geht's. Was hinterlässt er uns dann Schönes? Ein Peitsche-Orb. Hier ist es. Weil lauter Peitsche können wir uns gar nicht mehr retten. Wie sieht's hier aus? Was für ein Chaos. Alle sind fortgerannt. Was, Sie kennen Victor und seine Freunde von ihm? Wenn ich das gewusst hätte. Entschuldigung, wegen meinem Neffen Luxor, dem Hanebampel. Freunde von Victor, wie klein die Welt doch ist. Wächst. Und hier, was sagst der da? Hallo Mädels, vielleicht gab's das nächste Mal mit uns. Hier, eher nett, du Widerling. Im Norden ist die Wüstenstadt Eloasis, westlich davon der Feuerpalast. Okay. Das ist doch schon mal Info. Wir warten auf den Rettungstrupp, ihr auch? Nö, eigentlich nicht. Im Norden ist die Wüstenstadt Eloasis und westlich davon der Feuerpalast. Danke, dass du mich jetzt gerade hier etwas so ausgesetzt hast. Ach, das sind wir ja richtig. Oh, hier ist aber ziemlich traurig. Salam alaikum in Eloasis. Okay, das ist doch freundlich. Wie sieht's mit dir aus? Wie kann ich helfen? Gucken wir doch mal, was du kannst. Silbercatch, das klingt ja schon mal ganz gut für uns. Haben wir 1, 2, 3. Und was haben wir dann? Dokuts, Goldwäscht oder die Titanrüstung? Ich glaube, die ist ein bisschen besser. Dann machen wir mal die Goldwäscht. Obwohl, nee, ich glaube, ich kaufe das mal so Nummer 1. Einfach um zu vergleichen.
So, dann gucken wir da mal. Der Ackermanns-Heinz, den kann man ja schon mal freundlich einkleiden. Der kriegt jetzt aber erstmal das Zeug. Die Silberkette um 2 nochmal. Jetzt sind wir insgesamt bei 10. 34. Von 22 auf 34. Das ist doch schon mal Wort. Das kann ich auf jeden Fall schon mal anziehen. 28. Okay, das ist Müll. Gut, dann holen wir lieber alle die Goldrüstung. Halte mal den Gaul an. Zack. Und zack. Das geht weg wie nächstes Zeug. Für 266. Okay. Dann können wir die Faunejacke auch verkaufen. Und die Titanrüstung können wir auch verkaufen. Das ist nämlich Schampel. Okay, dann mag ich noch 2-mal die Goldweste. Dann die Waschbärmütze oder die Goldkrone. Ich würde sagen, die Waschbärmütze ist teurer, ergo besser. 1, 2 und 3. Dasselbe gilt ja auch hier für die Titanrüstung und für die Goldweste. Ist halt etwas teurer, das Ganze. So, dann Kruscht holen wir auch noch. Ich glaube, ich habe insgesamt 2 Verwendete vor. Okay, perfekt. Gut, dann kleiden wir euch noch ein. Und dann gehen wir gerade mal speichern, würde ich sagen. Oh, Waschbärmütze um 11 Punkte. Gewittertuner Keidel, nicht schlecht. Dann kriegst du noch so einer. Du kannst auch nochmal einkleiden gehen. Du kriegst auch noch so ein Ding. So. Das Ding kriegst du auch noch. Und hier haben wir noch was für dich. Schön. Dann fehlt nur noch der Ackermanns-Heinz. Der kann sich auch noch die Waschbärmütze auf den Kopf hocken. Warum auch immer das in der Wüste braucht, sei jetzt wohl da hingestellt. Aber ich akzeptiere es einfach mal, wie es ist. So. Dann verkaufen wir den Schampel noch. Das Zeug können wir auch verkaufen. Für da ja Geld. Für 450. Das Zeug steht sogar für 1500 schon weggehen. Nicht verkehrt. Okay, das Ding für 72. Das ist jetzt wirklich nicht so die Welt. 46. 72. Ja, der Helm haben wir vergessen, in der Trüffelstadt zu verkaufen. Und du noch für 120. Schön. Perfekt. Ach, erstmal nix. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal ins Hotel rein. Und ruhen uns erstmal hier eine Runde aus. Eine Nacht kostet 50. Wieso bleiben? Ja, komm. Das können wir uns jetzt nochmal gönnen. Ich muss mal gucken, einen arabischen Akzent zu kriegen, ohne dass es wie Russisch oder wie Französisch klingt. Heieiei. Ach, schwieriger als gedacht. Und dann speichern wir jetzt erstmal hier an der Stelle. Und wir sehen uns dann morgen wieder, ihr liebe Leute, zu Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Also, machen's gut und bis morgen dann. Iron Yankee.